Herzlich willkommen aus Galizien. Einmal morgens alles füllen, einmal noch der ganze Kick. Das letzte Mal für'n großen Fall, mit Mutter Natur voll ob Krawall. All die Mädchen wieder ganz nervös, wenn er das letzte Mal sie brennend blöß. Er ist der letzte von sin Gattung, hatte harte Verpackung. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist ein Wildschwein. Ziemlich großes Wildschwein sogar. Es geht baden. So, wir machen nochmal eine kleine kulinarische Ecke. Mache ich ja immer so gerne. Also gibt es jetzt heute mal das Grill-Setup. Das ist einmal Tisch, Stühle, klar, ne? Burger. Und dann habe ich hier einen Einflammen Gaskartuschenkocher. Den kennt ihr ja wahrscheinlich alle. So der typische, den es so günstig gibt in jedem Baumarkt und bei verschiedensten Herstellern und keine Ahnung. Und habe mir bei Temu Teddy Action, ich weiß es nicht mehr, so eine Tefalpfanne gekauft, die genau auf den Grill passt. Habt ihr ja gerade gesehen. Und weil ich keinen Bock hatte, nochmal einen extra Grill mitzubringen und mir einer der Schlagzeuger meiner Combo, die wechseln mal ein bisschen durch, der Onkel Sam, liebe Grüße, hatte halt diesen Riesentipp. Da musste halt nicht so ein Kartuschenkocher, der macht immer Sinn, den mitzuhaben, und dann nochmal ein Grill und Kohle und tralala, sondern einfach hier so eine schöne gusseiserne Pfanne, weil die kleine ist ja auch nicht so super schwer, und den Einkartuschenkocher, Einflammen-Gaskartuschenkocher, so, und damit grillt es sich tatsächlich auch super. Du hast natürlich keinen Holzkohlegeschmack, aber auf jeden Fall wirklich ein gutes Grillergebnis. Also, wenn man den grillen kann, ne? Aber genau, heute gibt es Burger, einmal Chicken Patties von Mercadona, unfassbar, das sind die besten Chicken Patties, die ich kenne. Und dann haben wir nochmal normale Patties, ja, ich bin mal gespannt. Chicken Burger. Wow. Ah. Oh ja. Boah, geil. Ist super. Einfache Grillidee. Super Ergebnis. So, und ich mag den tatsächlich gerne. Einfach nur ein bisschen Käse drauf. Ein bisschen Tomate, Ketchup. Naja, das ist die Burgersoße. Sehr zu empfehlen von einem spanischen Supermarkt, der mit Merck und anfängt und Adonna aufhört, ohne Werbung machen zu wollen. Oh. So. Einfacher Cheeseburger. Boah. Haha. Oh. Wir stehen hier mit dem Wohnmobil kurz hinter mir und mitten in so einem Waldstück. Total geil. Wir gehen jetzt so 10 Minuten knapp bis zum Strand.
Müssen wahrscheinlich, weil Flut ist und so ein Becken überspült ist, einmal durch so ein Becken paddeln. Aber naja, werdet ihr sehen. Bis gleich. Das sieht doch ganz gut aus. Bisschen was geht. Und nach so 10 Minuten Latscherei bist du dann auch schön angeschwitzt. So. Einmal hier durch gewartet. Und jetzt guckt euch das hier mal an. Geil. So. Jetzt am Strand mal gucken, wo es gut bricht. Und dann gehen wir da mal rein. Verpackung. Et jet kein Schauf, et jet nur Schaufer für den melotte blonde Silbersurfer. Ist der letzte von sin Gattung. Hade kein hade Verpackung. Et jet kein Schauf, et jet nur Schaufer. Gar nicht so einfach hier durchzugehen. Boah, jetzt bin ich aber auch K.O. Junge. Ah. Das war mal schön. So quasi mehr oder weniger zum Sonnenuntergang. Jetzt bin ich aber auch K.O. Oh, jetzt wird kalt geduscht und dann lecker gegessen. Nudeln mit Pesto. Von Singjatung. Hade kein hade Verpackung. Et jet kein Schauf, et jet nur Schaufer für den melotte blonde Silbersurfer. Ist der letzte von Singjatung. Mitten in Santiago de Compostela sind wir jetzt. Es ist so ein bisschen wie in Porto, es sind überall unfassbar viele Touristen. Der Film macht hier nicht wirklich Spaß, aber ich kann euch sagen, das lohnt sich, selbst wenn du nichts mit dem ganzen Jakobsweg am Hut hast, wie ich zum Beispiel. Super schöne Altstadt, also wirklich eine tolle, schöner Ort. Hinter mir ist ja die Hauptkirche, da ist der Platz, da kommen dann die ganzen, die den Jakobsweg gewandert sind, an und
sinken dann da so, umarmen sich und sinken so zusammen in bunter Funktionskleidung mit feuerfesten und wasserfesten Wanderschuhen. Aber hey, ist auf jeden Fall sehr cool. Auch das ist sehr, sehr lustig und das ist nicht böse gemeint. Das ist sehr sehenswert. Gut, wenn man den natürlich wirklich ernsthaft geht, ist das natürlich auch echt eine krasse Sache. So, dann kann man ja auch mal, wenn die Spannung abfällt, mal kurz zusammensacken. Alles gut. Wir sind mit dem Bus vom Wohnmobilstellplatz, das ist ein bisschen außerhalb, so 3 Kilometer glaube ich, sind wir für 1 Euro hier reingefahren. Irgendwie auch billiger als die KVB in Köln. Und da fahren wir jetzt gleich hin und weil das ein sehr unromantischer Platz ist, zeigen wir euch den nachher auch nochmal. Ja, also aus dem Nirgendwo in Galicien nach Santiago de Compostela und hiernach geht es morgen wieder ins Nirgendwo. Das ist der Stellplatz, auf dem wir hier stehen. Ja, so ist das halt, ne? Wenn du große Städte besuchst, dann hast du natürlich nicht wie im Irgendwo von Galicien mal so ein schönes Naturspektakel, in dem man dann ganz alleine steht, sondern dann ist es auch mal einfach so ein Parkplatz wie hier. Aber ist umsonst. Bus kostet 1 Euro von hier, Viertelstunde in die Stadt. Du kannst hier Fähr- und Entsorgen, Toilette entsorgen und sowas alles. Also eigentlich, ja, ist nicht romantisch, aber ich sag mal, für einen Sightseeing-Tag und eine Übernachtung trotzdem cool. Et gibt kein Schaufel, et nur Schaufer für den melote blonde Silbersurfer. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viele Grüße aus Galicien. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir fahren dann von Galicien oben die Nordküste weiter in das nächste Bundesland nach Asturien. Da gibt es noch eine ganz schöne Kindheitsgeschichte von mir, die ich erzählen werde wahrscheinlich. Und also sehr besonders auch. Und sehr viel Natur, tolle Landschaft. Vielleicht mit ein bisschen Glück nochmal ein paar Wellen. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Madet Jod. Prost! Übrigens auch ein fantastisches Bier.